Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 7 Beginning Hour auf Pelzig. Ja, ich habe im Internet gesehen, dass ein paar Leute das Puppefinger-Rätsel gelöst haben und dass man damit die schmutzige Münze kriegt, und das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren und euch zeigen. Dafür habe ich mal auch nochmal einen Zettel geschrieben mit den Schritten, die ich gehen muss, um das Ganze zu lösen. Und ich hoffe, ihr könnt damit auch was anfangen, weil die schmutzige Münze, das ist ein Gegenstand, den kriegt man anscheinend dann im Hauptspiel, in der Vollversion. Aber was die Münze macht, das ist noch unklar. Und ich befolge jetzt einfach mal die Schritte, wie ich das so gesehen habe. Die Videos, die mache ich noch übrigens im Text mit dazu, wo ich es gesehen habe. Vielleicht funktioniert es bei mir nicht so gut oder ich habe ein paar Schwierigkeiten. Ansonsten kann ich euch natürlich durch die Videos zeigen, wo ich es her habe. Aber ich wollte es jetzt unbedingt selbst probieren. Ja, der erste Schritt ist, dass wir unser Spiel neu starten. Das Ganze kennen wir ja schon aus meinem ersten Video, deswegen überspringe ich das jetzt mal. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt gucken, ist auf jeden Fall lohnenswert. Das erste war auch mit Facecam, damit ihr so meine Reaktionen sehen könnt, während ich das so spiele und ich mich so rantaste an das Ganze. Aber jetzt das Ganze ist einfach nur gedacht, um dieses Puppenfinger-Rätsel zu lösen, was uns Capcom hier gestellt hat und wo viele Leute wirklich Probleme damit gehabt haben. Ich persönlich habe auch gedacht, wir müssten nur irgendeiner bestimmten Richtlinie folgen. Aber wie es aussieht, müssen wir das bunt durchgewürfelt und durchgemischt machen. Das werden wir aber gleich selber sehen. Der erste Schritt, den wir machen müssen, ist, dass wir die Sicherung einsetzen müssen. Und dafür, na, komm her, müssen wir hier den Schalter ziehen. Und uns die Sicherung hier im Nebenraum holen. Da ist er. Jawohl. Die müssen wir jetzt einsetzen. Das machen wir doch glatt. Peng. Gut, jetzt müssen wir im neuen Mitternachtsgebiet das Notizbuch holen. Ich renne jetzt einfach mal furchtlos hier durch. Das ist, glaube ich, hier. Jawohl. Leeres Notizbuch. Okay, jetzt muss ich die Speichertreppe runterfahren. Also wieder hoch. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Euch gibt's alle nicht. Ich ignoriere hier alles. Oh Mann. Aber es beunruhigt mich ein bisschen mit den Geräuschen. Jetzt muss ich den Kellerschlüssel holen. Babam, babam, babam. Yep. Der Kellerschlüssel, der ist hier. Okay, jetzt muss ich eigentlich die Blutig-Botschaft an der Wand lesen und dann müsste das erste von 6 Kichern kommen. Igitt. Okay. Jetzt gucken wir mal rein. Und da steht tatsächlich was. Auch wenn die Uhr läutet, wird Grace nicht mehr wach. Sie schläft eingepfercht in ihrem letzten Gemach. Sehr kryptisch das Ganze. Okay, dann müssen wir die Kellertür öffnen. Da freue ich mich jetzt ganz besonders drauf. Aber mir wurde in dem Ende-Video versichert, dass es egal ist, ob infiziertes Ende oder normales True Ending. Oh, jetzt gucken uns die Dinger schon an. Ja, egal ob infiziert oder echtes Ende, das ist wirklich egal. Uns geht es nur um die schmutzige Münze. Und dafür kann uns der Molded anscheinend auch beißen. Okay, oh Mann. Also das Badezimmer müssen wir komplett ignorieren, wie ich so gesehen habe. Okay. Jetzt geht's den Keller runter. Oh Mann, halt die Schnies. Ich fühle mich sowieso schon fett unwohl, das Ganze zu machen hier. Okay. Jetzt muss ich... Moment, ich hab mal ja, wie gesagt, eine Liste geschrieben. Ventil holen, Dachbodenschlüssel holen und Kellertür auftreten. Okay, das sind jetzt die 2 oder 3 wichtige Schritte für mich. Muss jetzt schnell gehen. Peng.
Oh, hau ab! Oh Gott im Himmel. Ach du Scheiße. Oh, der hat mich gerade verschrocken. Okay. Okay, wir kriegen ein infiziertes Ende, so oder so. Halt's Maul, Jack. Oh, du Säckel. Okay. Hopp. Okay. Hui. So oder so, wir kriegen noch das infizierte Ende. Boah, ich hoffe, der Recht klappt. Okay. Huah, erstmal durchschnaufen. Jetzt müssen wir die Puppehand auf dem Dachboden holen. Da geht es zwar später ein bisschen langsamer, weil der halt infiziert langsamer ist, aber wir müssen es hinkriegen. Okay, ja. Das kriegt halt schon sein Schimmelvene. Oh Gott, die Geräusche, ihr liebe Leid. Das ist echt heftig. Okay, immer noch, ja. Puppenhand auf Dachboden holen, habe ich mal aufgeschrieben. Ja, jetzt kriegt er nochmal die Krätze. Würg. Okay, jetzt ist halt wirklich langsam, jetzt humpelt er da rum. Puppenhand auf Dachboden. Jawohl, Objekt aus Zelluloid. Jo. Als nächstes der Puppefinger unerhole. Und dann kombiniere, weil jetzt müssen wir mit dem Ding auf diverse Objekte zeigen, noch und noch. Hey, ohne Scheiß, ich freue mich echt, wer sich sowas ausgedacht hat und vor allem, wer das lösen kann. Die Tipps sollen ja angeblich auf deine Mördernotiz im Notizbuch drauf sein, aber ich kann da wirklich nichts rausfinden. Puppenfinger. Jo. Jetzt kombinieren wir das Ganze mit der Puppehand. Okay, mit Puppenhand auf den Schrank hier zeigen. Benutzen. Geht nicht. Untersuchen. Jetzt muss ich dort drauf zeigen. Na? Tut sich nichts? Tut sich nichts. Gehen wir mal ein bisschen näher dran. So müssten wir eigentlich jetzt ein Geräusch hören. Ah. Genau, so Zerschmetterungsgeräusch. Dann geht's weiter zum Bolzenschneider, den wir uns holen. Mann, ich hätte es niemals so gemacht, ohne Scheiß. Da muss ja wirklich jeder mal, alle möglichen Kombinationen hier ausprobiert haben. Ja, ich weiß, es kommt das eklige Kind. Ich will es gar nicht wissen. Kotz. So schnell könnt ihr euch die 180-Grad-Drehung macht er übrigens mit Cursor noch hin und Kreistaster. Okay, jetzt muss ich hier die VHS holen. Zack. Okay, du Hämmerse, verfallenes Haus. Jawohl. Klappt doch alles wunderbar bisher. Dann Schublade in der Küche muss ich jetzt öffnen. Da, wo das Beil drin steckt. Ja, dort ist ein kleines Schlüsselloch. Das geht nicht. Ja, jetzt muss ich auf der Dachboden hoch. Und zu der vernagelte Tür, bis ich das zweite Kichern höre. Mann, das ist aber echt umständlich wie Sau. Hoffen wir, dass es wirklich was bringt. Und der Molded müsste eigentlich weg sein, wie ich so gehört habe. Und? Igitt. Okay, das hat geklappt. Jetzt muss ich auf dem Dachboden, Treppe, mein Notizbuch angucken. Also geht's wieder hier runter. Und auf der Dachboden-Treppe hier muss ich mein Notizbuch angucken. Müsste jetzt eine zweite Botschaft drin stehen. Ja. Das Bett kalt und hart, es stört den Phil nicht, er träumt seinen Traum vom ewigen Licht. Okay, nett.
Als nächstes muss ich im Keller den Dietrich einsammeln. Dann gibt es anscheinend auch hier in der Gegenwart. Alter Falter, sind das Geräusche. Ich versuche mich Dodofu gerade nicht stören zu lassen, aber es ist verdammt schwierig, wenn man denkt, man wird verfolgt. Und ich habe hier jedes Mal das Gefühl, irgendeiner steht hinter uns und attackiert uns jeden Moment. Okay, du müsstest Dietrich sein, ja, da ist er. Okay, den haben wir jetzt gesammelt. Jetzt muss ich im Keller auf die Leiche mit der Trage deuten. Der Molded soll uns angeblich nicht angreifen. Bisschen. Okay, das hat geklappt. Boah, Mann. Das hat geklappt. Super. Dann muss ich jetzt das Beil overholen. Alter Falter. Echt mal, wer sich sowas ausdenkt, der wird doch erschossen. Also bisher läuft es eigentlich wirklich gut. Ich bin erstaunt. Aber ich glaube, der tricky Part, der kommt erst noch. Und zwar das mit der VHS. Das wird das brutalste sein, glaube ich. Okay, da müssen wir aufmachen. Machen hier auf. Holen uns das Beil. Oh, okay. Da ist es. Das gute Beil. Als nächstes müssen wir unser gutes Beil verwenden. Und zwar gegen ein Porträt. Das müssen wir bei der Treppe schlagen, das mit dem Sackkopf, bis es dritte Kichern kommt. Okay, das ist so unangenehm, das Kichern. Jetzt muss ich im Voodoo-Zimmer, in dem Zimmer mit der Voodoo-Puppe, mit meiner Hand auf die vernagelte Tür hier zeigen. Okay, jetzt muss ich zum Spiegel eine 180-Grad-Drehung machen auf das vierte Kichern. Git! Jetzt muss ich auf der Dachboden hoch und mit der Puppe Hand auf Kabel zeigen. Ey, das ist so wahnsinnig. Wer das rausgefunden hat, der muss doch wirklich stundenlang dort dran gesessen haben und die größte Scheiße probiert haben. Da wäre ich verzweifelt, glaube ich. Ich bin froh, dass ich das wirklich als Lösung sehe habe und mich nicht entschieden habe, das selber zu machen. Okay, da muss ich... Oder selber rauszufinden, da wäre ich verzweifelt. So, jetzt müsst hier... Angeblich soll das ein Peitsche-Geräusch sein. Es klingt für mich aber eher, als würde sich jemand erhängen. Dann muss ich jetzt die VHS gucken. Jetzt kommt der tricky Part. Hier muss ich angeblich sehr viel Zeug machen und ich muss mindestens eine Geistererscheinung sehen. Aber ich hoffe mal, dass ich das hinkriege. Hoppla. Sorry, ich habe gerade eben auf meinen Zettel geguckt und bin jetzt voll wieder die Wand gerannt. Und Dodo noch soll es auch schwierig sein, weil das nächste Kichern kriegen wir auch nur sehr schwer. Da müssen wir uns wirklich beeilen und sputen. Gut, jetzt kommt die VHS dran. Ich hoffe, das funktioniert alles nach wie vor so gut wie bisher. So, gerade mein Zettel umgedreht. Ich bin gerade auf der Rückseite von meinem Zettel. Oh. Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Ich muss mich erstmal hinter den Typen halten, damit ich auch die Geister wirklich krieg. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen.
Mann, ist das ein Arschloch, der Typ. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung. Also ich muss auf jeden Fall ein paar Sachen hier erledigen. Heute bei Sewergators ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Mann, was ein Typ. Verzückt. Oh, ich hoffe, das klappt alles. Ich hab's hier im Ach. Hier müsste der erste Geist erscheinen. Laufen wir? Okay, los geht's. Vielleicht mal zu deiner gucken und dann noch rüber. Ich muss auf jeden Fall als letzter durch, Mach mal Platz da. damit ich im Flur dann eventuell den Geist sehe. Verschlossen? Nach dir? Da habe ich jetzt mal nichts gesehen. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Okay, da sehe ich noch nichts. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutlich. Ne, nix. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? Blah. Naja. Okay. Da müssen wir auch Rückler. Jetzt muss ich gerade nochmal drauf gucken auf meinen Zettel. Kochtopf öffne, bei der Schublade, die Mikro, Dietrich-Eissammlung, Kühlschrank-Öffner. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Hoppla, jetzt ist mal gerade mein Blatt runtergefallen. Und die waren still, nicht rückständig. So, der Viele Kochtopf, schöne Gerüchte über den Sohn Lucas. bei der Schublade, Schwarzes Schaf. Dietrich-Eissammler, Mist. Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? weil du dumm bist, Pete, und der Kühlschrank. Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was machst du? So sehe ich auch keinen Geist. André? Und die Mikro muss ich noch öffnen. André! André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Okay. Wo ist er? Ja, aber müsste irgendwo ein Geist sein. Unglaublich. Oder da. Ah, super. Das letzte Mal, Wow. als ich mit dem Typ arbeite. Echt erschrocken gerade wegen dem Geist. Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy? Ja, ist gut. Die Schublade müssen wir öffnen und hier müssen wir uns die Kopfhörer angucken. Okay. Ich glaube, soweit haben wir alles hingekriegt. Schublade ist geöffnet und alles. Ein Geist haben wir sogar auch schon. Hier müsste auch einer gewesen sein. Was war das denn? Ich habe es jetzt gerade nicht aus dem Aare-Winkel gesehen, ob das wirklich ein Geist da in dem Voodoo-Puppe-Zimmer war. Aber kann gut möglich sein. André! Hier müsste, glaube ich, auch nochmal irgendwie erscheinen oder so. Teufel ist er? Ah ne, das war im Voodoo-Zimmer, genau. Ich glaube, das müsste dort gewesen sein. Und beim Abstieg auf die Okay, Treppe bist du müsste man mal? eventuell nochmal sehen. Ihr könnt ja dann immer mal wieder so anhalten, wenn ihr wisst, wo die Geister-Locations sind. Und ja, da müsste es klappen. Aber ich glaube, wir haben alles gelöst hier. Und dann kommt als nächstes der tricky Part, wo wir dann runterrennen müssen. Und uns im Keller nochmal die Puppe angucken, bis es fünfte Kichern kommt. Verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und Ich finde das Bild nach wie vor sehr creepy. Mit der Familie Baker. Okay, wir spielen jetzt aber mal mit und lassen den Kerl vorgehen. Und machen das mal in der Geschwindigkeit, die das Video ursprünglich vorgesehen hat. Oh. Ach, der Geist hat mich wirklich leicht geschockt, wo ich den jetzt gesehen habe. Du zuerst. Brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Ist das ein... Also, Ich kann den immer noch nicht ab, den Kerl. zuerst. Okay, jetzt müssten wir vielleicht auch noch einen Geist sehen können. Nee.
Okay, aber wir haben zumindest einmal einen Geist sicher gesehen. Das zweite Mal im Voodoo-Zimmer war noch unsicher für mich, aber einmal hundertprozentig auf der Treppe zum Dachboden. Falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr ja nochmal zurückspulen und A-halten, aber den habe ich hundertprozentig gesehen. Gut, Dolo noch wird es jetzt wirklich tricky. Da muss ich jetzt in den Keller rennen. Da wo das Zimmer wo das Zimmer ist, wo der Dachbodenfensterschlüssel drin ist. Und da liegt der Pupp mit schwarzer Haare auf dem Boden. Und einer hat gesagt in dem Video, in dem zweiten Video, was ich gesehen habe dazu, dass es bis zu 30 Sekunden dauern kann oder so. Aber der Molded ist angeblich weg. Okay, jetzt Humpel Kerl. Okay, wir beeilen uns. Und hoffen, dass der Molded wirklich weg ist. Ich habe keinen Bock, dass ein Bug jetzt irgendwie kommt und der Molded ist wieder da. Da drehe ich, glaube ich, durch. Der hat mich das erste Mal schon so tot verschrocken. Okay. Renn. Jetzt hier. Hopp. Kichern. Aber es hieß der Part sah leicht verbuggt und dass man das möglicherweise nochmal machen müsste. Okay. Das will wohl nicht. Hätten wohl doch nicht alles richtig gemacht. Hopp. Gerade mal gucken. Okay. Ich warte jetzt einfach mal so lange, bis es was macht. Wenn es nichts macht, dann wiederholen wir das VHS halt noch einmal. Das ist auch ein ekliges Ding, oder? Okay, das will wohl nicht. Der Ende hat auch gesagt, dass er irgendwie das Ganze 6-mal gemacht hat. Bevor das geklappt hat. Steht nur Sache. Vorsichtshalber setze ich da bei der VHS-Kassette nochmal einen Cut. Und dann mache ich das so lang, bis ich die richtige Einstellung habe. Und die zeige ich euch dann im fertigen Video. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, als mir 6-mal zuzugucken, wie ich hier rumjockel und es funktioniert nicht. Dann setze ich jetzt hier meinen Cut. Und ja, wir sehen uns dann zu der richtigen Version von dem Ganzen. Ja. Renn! Renn so schnell wie du kannst. Lauft, ihr Narren, lauft! Auf Humpelbein. Und? Okay, alles klar, super. Das haben wir hier gekriegt. Jetzt hat's geklappt. Boah, bin ich froh. Okay. Dann ist das die richtige Einstellung hier. Dann muss ich jetzt mit der Puppehand auf den Topfzeiger in der Küche. Mann. Und? Wir sind gleich da. Wir haben es gleich gepackt, ihr liebe Leute. Nimm mich lang. Okay. Da muss es jetzt drauf. Jetzt müsste man so ein Matschgeräusch hören. Okay, wir haben alles gepackt, Leute. Ihr liebe Leute, wir haben es gleich hinter uns. Jetzt ist der Endspurt. Jetzt muss ich nur noch da hoch. Und muss mal die schmutzige Münze abholen,
im Zimmer mit der blutigen Hand. Beziehungsweise im Zimmer, wo die Tür mit blutiger Hand übersät ist. Oh, ich kann es nicht fassen, dass das wirklich klappt. Ja, es ist auf. Tatsächlich, mir händ's gepackt, ihr liebe Leute. Mir händ das Puppefingerrätsel gelöst. Beziehungsweise ich habe die A-Leitung befolgt, so wie es sein soll. Und hab's wirklich gepackt. Du bist der Allerbeste. Verschmutzte Münze. Da ist er. Oh. Ah, das Entkichern hat jetzt noch was sein müssen. Okay. Den Spielstand, ihr liebe Leute, wenn ihr das gepackt habt, müsst ihr den Spielstand aufheben. Dann kriegt ihr im richtigen Spiel was freigeschaltet. Jetzt holen wir uns auch das Ende. Und dann kann ich mich schon drauf freuen, dass ich in der Vollversion von Resident Evil 7 irgendwas Geheimes habe, was ich mir durch die Demo hier freigeschaltet habe. Ich bin mal sehr gespannt, was das sein wird. So, Jack, jetzt noch dein kluger Abschiedsspruch. Und dann sind wir durch. Junge, du bist nichts. Nur ein Mann ohne eine Familie. Ja. Okay. Super Sache. Infiziert Ende. Der Horror geht weiter in Resident Evil 7 Biohazard. 24. Januar 2017 jetzt kaufen. Schon basiert. Ja, ihr liebe Leute, ich hoffe, ich hab euch helfen können damit und dass wir mit dem Leitfaden weiterkommen, um selber die schmutzig Münze zu kriegen. Bis dahin, machen's gut, ihr liebe Leute, und wir sehen uns bei meiner anderen Let's Plays und spätestens am 24. Januar pünktlich zu Let's Play Resident Evil 7 auf Pelzig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch wirklich weiterhelfen können und dass ich ohne Facecam jetzt einmal ein bisschen mehr von der Atmosphäre habe einfangen können für euch. Machen's gut bis dahin, ihr liebe Leute. Euer Yankee.